Ja, von ein paar Sachen, wo ich was ist das jetzt da? Ein paar Sachen, was ich will ändern, wenn ich Verkehrsminister wäre und ich weiss, ich müsste für alle Experten und alle Professoren und so und alle Hater unter euch, ich weiss, dass man das nicht einfach so kann verändern, was man will. Aber ich sage jetzt mal, wenn wir in Pippi Langstrumpfland wären. Und zwar, was ich ganz groß mal will verändern, ist Radarkontrolle. Es darf keine mobile mehr geben. Es gibt nur noch fix installierte. Und die müssen auch kennzeichnet sein wie im Deutschen. Jetzt kann man sagen, ja, dann will man ja vorne schön anbremsen und dann kann, wenn man am Blitzer vorbei ist, wieder Gas geben. Okay, aber was ich auch will machen, es darf aber auch keine Versteckte geben. Oder wie sie Mülltonnen rein oder in Auto rein, oder da gibt es ja alles. Würde ich auch nicht mehr zulassen. Und was ich auch will machen, ist, dass man nicht gefühlt das Haus und das Auto und den Nieren muss verkaufen, wenn man büssiert, sondern dass die ganzen Busse wirklich runtergehen vom Preis. Weil, ja, ich finde, das Ding ist, es heisst immer, ja, wegen der Verkehrssicherheit oder allgemein der Sicherheit. Aber was hat es mit Sicherheit zu tun, wenn ein Blitzer irgendwo steht, versteckt, du siehst ihn nicht, du siehst ihn höchstens minimale vielleicht 1 Sekunde bevor sie blitzt oder so. Also es hat das mit Verkehrssicherheit gar nichts zu tun. Weil du bist ja genauso schnell gefahren, du bist die ganze Zeit schnell gefahren, du hast höchstens bremst, nachdem sie kennt, oder? Genau, das ist ein bisschen das von mir, was ich ein bisschen ändern. Und eben, dass Busse nicht so teuer dürften sein. Also ich will ändern, wenn ich Verkehrsminister wäre, und ich weiss, man kann nicht einfach irgendetwas so ändern, das ist mir schon klar, aber das ist jetzt einfach, wenn wir so ein bisschen im Traumland wären. Was ich will machen, ist, dass man zum Beispiel die Prüfung, Autoprüfung oder TÜV-Prüfung, dass das mehr Kontrolle bei den Experten gibt. Weil, wenn ein Experte will, dass du durchgehst, dann gehst du einfach durch. Wenn ein Experte will, dass du durchgehst, dann gehst du durch. Und ich fahre jetzt auch nicht drüber, weil ich sehe ja gar nicht. Wenn er will, dass du durchgehst, dann gehst du durch und fertig. Und dass es zum Beispiel beim Auto geht ganz einfach mit Dashcam, dass Dashcam-Aufnahme ist und wenn du wirklich jetzt weißt, hey, safe ist das nicht fair. Ich habe alles gut gemacht, wirklich, auch nie bremsen, das ist auch schon ein Zeichen, dass es gut ist. Wenn er reinbremst oder so, ist das nicht so gut, oder ist das eigentlich ziemlich schlecht. Also er hat nie reinbremst, er hat nie eine Reaktion gemacht, er hat nichts aufgeschrieben, aber beim Seitwärts-Einparkieren, das war die Begründung, dass ich es nicht schaffe. Wegen dem Seitwärts-Einparkieren. Ich habe alles sonst gut gemacht. Und dass man dann so ein bisschen Kosten runterbringen von der Prüfung und Fehlversuchen. Weil es ist mir schon offiziell gesagt worden, dass jeder zweite oder dritte durchgeht, auch wenn er gut ist. Auch wenn er es total gut macht, einfach zum Traten und zum finanziell ein bisschen oben behalten. Oder? Also das ist kein Witz, das ist wirklich kein Witz. Und was ich auch gut finde, wäre, wenn die Fahrlehrer müssten, Fahrlehrer, das ist ja offiziell, das ist ja